Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieurle. Und heute schauen wir uns mal die Hammershots an, die ich so hab. Also fangen wir mit denen an, die wir im letzten Video hattet. Das ist ja hoffentlich für euch keine Überraschung, die habt ihr im letzten Video hoffentlich schon gesehen. Also ich gehe mal davon aus. Also, und heute machen wir Übersicht. Also das wird ein höchst professionelles Labervideo. Also höchst wissenschaftliches Gelaber. Oder halt auch nicht, ich meine. Nur weil man Ingenieur ist, muss man nicht immer da höchst wissenschaftlich arbeiten, ist doch völlig klar. Deswegen reden wir hier auch von ingenieursmäßig, nicht von wissenschaftlich. Also wir labern halt ein bisschen über Blasterlass, weil vom Wesen haben wir sie ganz höchst ingenieursmäßig, letztes Mal. Ich mein, wir waren mit dem da, ja. Mit dem wollen wir noch Versuche machen, weil da fehlt der R-Restriktor. Da wollen wir noch Versuche machen mit der Standardfäderle. Dann mal gucken, ob das Entferner vom Area Restrictor da schon Käufer hat. Ups, ist ausgefallen. Hat's nicht heben können, der Blaster. Er hat's nicht heben können. Auf jeden Fall, oder die zwei. Man braucht idealerweise immer für jede Hand eine, dass keine Hand diskriminiert wird. Aber das so. Fangen wir unten an. Komplizierte Entscheidungen hier auf dem Kanal, ich sag's euch, komplizierte Entscheidungen. Und da haben wir das oder das. Einer von den zwei war mein erster Nerfblaster. Ich hab's nicht durchnummeriert, deswegen keine Ahnung wer von den zwei, aber ich finde den Blaster einfach cool. Also das ist so ein riesen Ding. Ich finde auch die Optik einfach cool. Also das sieht so verrückt aus. Und das ist alles so ein bisschen so überzogen, dass schon wieder das cool ist. Und ja, die sind nur serienmäßig, die nicht. Und dann haben wir nochmal zwei. Einmal und zweimal. Das ist mit der Achtertrommel, also 5, 6, 8. 7 fehlt noch. Das ist ein cooles Blästerle. Also heute haben wir das Blästerle mit Trommeln oder sowas. Oder alles, was ein bisschen, ja, vom Innenleben ein bisschen nach Hammershot ähnlich ist. Weil, ihr fragt euch jetzt, wir sind jetzt schon fast 3 Minuten im Video, wir haben noch keinen einzigen Hammershot gesehen. Es kommt noch, Leute. Ich müsste mal so Weste machen, wo man die alle montieren kann. Alle reinstecken könnt. Aber das heben wir uns dann fürs 5000 Abonnenten Special auf, bis ich dann wenn man dann vielleicht einmal anständige Kulisse leisten kann und alles. Da kann ich auch dann mal da so rumschießen. Was kann ich jetzt machen? Und da habe ich so Opfer aus dem 555er Abonnenten Special, das ist doch eine Bruche. Das Ziel vom Rille. Das ist modular, das kann man zusammenstecken, wie man es gar nicht. Und staubig ist. Ja, das ist mein Blasterle mit mein Revolverle mit Schalldämpferle. Also, wenn man sich nicht entscheiden kann, ob man Lucky Luke oder James Bond sein will. Also, das ist ein hochpräziser Revolver mit Schalldämpferle machbar. Piu, piu. So, kann man das Fadenkreuz auch gescheit. Und das lässt sich da drehen. Das ist halt einfach nicht zusammengeklebt. Da fällt mir vielleicht noch Schulterstütze irgendwann mal. Ja, ein großer Staubfänger ist halt. Ich mein, die schießen alle ziemlich ähnlich. Also die zwei habe ich modifiziert, die da noch. Das hätte ja die zwei da noch. So, da machen wir die Schokoladenseite nach oben. Ui. Das ist eine schiefe Ebene. Bleib. Oh, keine schiefe Ebene mehr. So. Ja, das ist jetzt bloß für einer für eine Hand. Ich war zu geizig, eine zweite zu kaufen. Bloß für die Show. Und da haben wir die Lawbringer. Das ist, ihr wisst ja, transparente Bläschel, das ist einfach eine Sache. Und ich stelle gerade fest, ich weiß ja mittlerweile, wie die einer aussieht. Da haben sie den Mechanismus, glaub, gespiegelt. Der ist umgekehrt.
Das ist ja anders Teil. Weil normalerweise ist das ganze Kunststoff das auf der Seite, glaube ich, oder war das? Hey, doch, ja. Dann hat ihr das, was den Zylinder drehen lässt. Das ist auch. Das war bei denen auf der Seite. Aber da ist alles Transparente, das wird blöd aussehen. Aber die Lawbringer ist halt schon klasse von der Doomlands-Serie. Da müssen wir, als nächstes müssen wir Doomlands Blasterle reparieren. Oder zumindest mal gucken, was hier ist. Ich sag's ja, schiefe Ebene. Eieiei. Ja, Blaster will man vom Tisch hupfen. So. Dann machen wir das mal kunstvoll nach hinten. Keine Sorge, da ist eine Wand. Dann kommen wir tatsächlich zu Hammershots. Und dann haben wir Hammershot 1. Wobei, war nicht die erste, die ich hatte. Aber die haben wir hier auf dem Kanal mal zusammen auspackt. Das ist dasselbe. Dasselbe in Gelb. Und das ist halt, ja, also bis hierhin sieht das Blasterle cool aus. Dann auch halt leider nimmer. Aber das lässt sich richten. Da haben wir die Hammershot, die man so kennt. Die sieht schon besser aus. Ich mein, mir fehlt hier ein bisschen, dass das, also da hat die Firma ein bisschen geschlampert. Ich glaube, das ist so Worker-Modifikation. Das sollte man vielleicht doch einmal selber machen. Einfach da ansetzen und das irgendwie nach vorne gehen lassen. Und aber wirklich da nicht das Ganze. Und nicht bloß dran Teil. Das könnte man schon mal selber machen. Weil wir haben noch zwei. Also wir haben noch Hammershot. Weil das ist so dasselbe in grün, nur anders. Das sieht schon cooler aus da. Aber da passt das auch nicht ganz da. Da müsste das da ein bisschen weiter und da ein bisschen. Aber das kann eigentlich zu dem Set da haben. Aber das können wir alles einmal. Da müssen wir vielleicht doch auch eine eigene Front machen, weil ihr seht. Wobei die Pläne von das Jahr sind eigentlich schon gelaufen, also haben wir schon. Aber vielleicht. Wir sind ja flexibel, vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit oder. Das kriegen wir alles noch hin. Weil für das hätte ich eigentlich gern auch ein anderes Zylinderle oder so. Oder wir machen da wirklich mal komplett eigene Schale dafür. Also das komplette eigene. Weil der Mechanismus lässt sich gut ohne Blaster verwenden. Das wäre schon. So viele Ideen, ich sag's euch, so viele Ideen. Aber wenn ihr noch weitere Ideen habt, ab in die Kommentare. Lasst der Abonnitor drücken, die Klingel und alles, also Daumen nach oben, dann kriegen wir viele Ideen umgesetzt, das ist doch klar. Und zur Not, wenn ich es nicht umgesetzt kriege, müsst ihr halt auch YouTube-Kanäle aufmachen und umsetzen oder einfach. Dafür braucht ihr keine YouTube-Kanäle, könnt ihr auch einfach so umsetzen. Das. Aber wenn ihr das mit der Welt teilen wollt, macht ihr YouTube-Kanäle dazu. Setzt um, sagt mir Bescheid, ich guck's mal an, wenn ich Zeit finde. Zeit ist immer so. Egal, auf jeden Fall. Da seht ihr, wie schön nahtlos das Übergott da hinten. Da, was für Kanten da sind. Das da. Und da fällt das komplett. Ja. Das ist halt der Blaster-Ingenieur, hat sich da viel mehr Mühe gegeben. So. Und dann haben wir noch mal. Ja, so komisches Sweet Revenge. Ich meine, ich hab's. Das habe ich mir mal. Das habe ich irgendwann mal gekauft. Das war bei der Powerbell, glaub dabei oder was weiß ich. Das ist so ganz wildes Blaster. Das ist der gnädige Pfeil, der kommt zurück. Ups. Ach so, den habe ich vorhin eingesteckt. Ja, da habe ich gedacht, das sei ein Sweet Revenge, bei der da vorne das Ding fehlt, aber das ist irgend so nachgemachtes Ding. Ja, das war dabei. Die Powerbell wollte ich haben, das war dabei und hab da gedacht, okay, gucken wir mal. Aber das ist eine wilde Geschichte.
Ich wollte es einfach mal gezeigt haben, dass wir ein bisschen was anderes haben. Und dann haben wir noch einen, den haben wir letztes Jahr entpackt. Das ist Zombie-Driller oder sowas heißt das Ding. Dann machen wir das ja noch da vorne. Was noch? Oder machen wir das so? Das sehen wir dann. Das dürfte ja locker möglich sein. Einfach, dass das Auto da noch besetzt ist. Das geht dann. So geht das. Oder schnappt das. Ja, wilde Geschichte. Wilde Geschichte. Dann kann man dann. Hui. Das ist, dass man da das Zielfernröhrle verwenden kann. Da kann man dann die Hammerstorm abschießen. Dann fliegt das Pfeil rum. Seht. Die blaue ist die Trailblazer. Und keine Ahnung, wie die Fortnite-Dinger heißen. Das. Ein Haufen Blästerl haben wir da. Ein Haufen Blästerl. Aber, ja, hat ein bisschen Sammelleidenschaft. Wir können ja mal wieder ein bisschen wegpacken. Das, was nicht so ganz so wichtig ist. Ich meine, die Hammerstorm haben wir alle schon gesehen. Das habe ich schon mal im Hammers Video vorgestellt. Hoppala, macht der da Krach, der Ingenieur. Hey. Und die Lawbringer habe ich, glaube ich, in der Doomlands Reihe schon mal vorgestellt. Und als nächstes, glaube ich, reparieren, oder machen wir das andere Doomlands Blasterle auf. Das ist die Longarm. Die habe ich, glaube ich, gemacht. Muss ich mal gucken, was hier ist. Ob man das kriege oder ob man da Teile entwerfen müssen. Aber dafür müssen wir es zuerst aufmachen, reingucken. Aber ich finde das einfach schön, dass man das da schon reingucken kann. Das ist ein cooles Blasterle. Ich mag die Doomlands Blaster. Da dürfte es auch gern mehr davon geben. Wobei, also mehr kompaktere. Also ich meine, was habe ich? Die Lawbringer, der Vagabund und lass mich überlegen, die Longarm. Das sind halt. Ich mag die Farbe. Also das müssen wir irgendwann mal lackieren, weil die Farbe. Also, bin da kein großer Fan von. Das. Ja, da machen wir auch nochmal ein Video dazu, wie man das da nochmal verschiedene Versuche machen. Das kriegen wir alles noch in Videos rein. Dann haben wir da noch die Trailblazers und steht fast alles klar, dass ihr das alles sehr kennt. Aber die Trailblazers finde ich eigentlich so, wenn man nichts ändern will, sind das die coolste Blaster. Ich meine, abgesehen davon, dass da noch so ein riesen Loch ist. Aber das hilft beim Laden, weil das kann man dann da so noch laden. Den kann man nicht mehr, aber die 3 kann man quasi laden. Also die Seite sieht besser aus. Das ist einfach. Ist da vergleiche. Sieht aus wie so ein Schwungrädles Blaster da vorne. Wie wenn das so Schwungrädle hätte, aber wenn zum Spannen ist ein bisschen Scheiß. Seht. Da komme ich mit meinem Daumen fast nicht hin. Aber das sind geringe Probleme. Ja. Und die 2 Hammershots, die finde ich halt einfach cool von dem, wie sie gemacht sind. Schön lackiert. So. So, riesiges Sammelsurium. Sag mal, was machen wir damit? Was fällt euch so ein? Und ja, was machen wir da noch? Vielleicht noch andere Verkleidung oder Dinge. Da schreibt mal in die Kommentare, was euch so einfällt. Oder welche euch am besten gefallen und wie. Aber immer, was man dann so mitmachen, das fällt euch sicherlich was ein. Bin ja gespannt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Blästern. Euer Blaster-Ingenieur.